das Wichtigste ist, und das denke mir, das macht für mich aus, immer wieder in die erste Liebe zu kommen. Er hat uns zuerst geliebt. Immer wieder anzukommen, daheim in dieser Liebe vom Vater und von dort aus nachher weitergehen. Es ist ja schon krass. Jesus nennt uns Freunde. Es heisst in Johannes 15,15, wir sind nicht Diener, sondern eben, er nennt uns Freunde. Also wir sind Freunde von Gott. Und was heisst das? Wie kann das dann auch unseren Alltag so wie beeinflussen und prägen? Das ist ein Thema, das wir heute ein bisschen genauer anschauen. Und ich habe dazu auch, kann ich sagen, 2 Freunde eingeladen hier in heutigen Live-Net-Talk. Freut mich sehr. Kuno einerseits und der Dave Wörle auf der anderen Seite auch, die natürlich das Thema auf dem Herzen haben, gang wieder, wie kann das sein bei mir, wie behalte ich das wirklich am Leben und bleibe dort näher dran bei dem Jesus. Hey Kuno, ja, ihr habt hier zusammen eben etwas so aufs Herz bekommen, wo ihr auch das ein bisschen breiter aufziehen, Leute mit reinnehmen. Was habt ihr da genau so im Sinn? Also, es ist eher aus der Initiative von Dave gekommen, der das ja schon jahrelang macht, so ein Wochenende Freundschaft mit Gott. Und ich hatte letztes Jahr das Privileg gehabt, ich bin vorher etwa manchmal so punktuell dazu, aber letztes Jahr das Privileg gehabt, mal richtig einzutauchen. Und ich finde es fantastisch, einfach was Gott auch Dave hat gegeben, für Tools, für Leute in die Präsenz von Jesus hineinzuführen. Und so ein Wochenende einfach eintauchen. Es soll ja nicht nur einfach so ein Highlight-Wochenende sein. Und jetzt, da nehmen wir unsere Zeit mit Jesus so. Aber, sondern es soll mehr anregen zu einem Lebensstil. Und da werden wir im November, vom 17. bis zum 19. November, laden wir Leiter ein für Freundschaft mit Gott. Ja. Zu feiern in einem Wochenende. Ja, genau. Also es wird gleiche Art initialen Moment, wo man zusammen dort hier erleben kann, an diesem Wochenende. Ich bin selber auch gespannt, du bist bereits schon angemeldet, was da genau abgeht. Genau. Aber jetzt mal schnell ein bisschen von dir noch zu hören, Dave, schon zum Anfang. Was ist dort bisher schon so passiert auf dieser Reise, wenn du eben schon so Wochenende gemacht hast? Es ist wirklich so in der Gemeinde entstanden, zuerst unter den Jungen und nachher mehr und mehr mit den ganzen Generationen. Und mir ist es faszinierend, wie viel, wenn ich durchs New Life durchfrage, wo hast du einen speziellen Moment gehabt mit Gott oder wo hast du ein Wort empfangen, das dir nachher wichtig geworden ist im Leben, ist ganz, ganz oft kommt an dem Freundschaft mit Gott Weekend, dort im Zungengebetsworkshop im Freundschaft mit Gott Weekend ist wie etwas passiert, wo nachher mir das Leben auf den Kopf gestellt hat. Und das ist sicher etwas, was ich immer wieder erlebe, dass Leute dort in einem speziellen Moment oder spezielle Kairos-Momente mit Gott erleben dürfen. Und gleichzeitig, das ist immer wieder die Hoffnung und das Gebet, das wir haben, auch als Team, dass es wirklich so, wie der Kuno schon gesagt hat, dass etwas kultiviert für einen Alltag, dass es Tools gibt für einen Alltag, wo wir als normale Menschen nachher so, das passt gut zu mir, das hilft mir, die Zeit mit Gott zu pflegen, das weniger, das mehr. Und nachher nimmst du Sachen mit von dem Wochenende hoffentlich, wo dir helfen, eben nicht nur an einem Wochenende mal schnell eine Oase zu erleben und nachher wieder durchzubeissen bis zum nächsten, sondern wo du etwas kannst kultivieren im Alltag. Und das ist eigentlich die grosse Hoffnung wirklich auch mit dem Wochenende. Genau, also es ist ja irgendwo offensichtlich, wenn man hört das eigentlich in jeder zweiten Predigt, ist klar, Beziehung mit Gott ist der Schlüssel und so weiter. Und gleich geht es dann so häufig irgendwo zwischen bei vielen Leuten. Also wenn man ein bisschen umschaut, also ich kenne die Phase ja auch, wo ich irgendwo säckeln bin und dann mehr an dem inne bist oder in diesem Modus inne bist. Was ist für dich so das, wo du gang wieder daraus schöpfst, eigentlich so eben leidenschaftlich in dem dranbleiben, in die Freundschaft mit Gott zu investieren? Also für mich ist schon eine mega Gnade und ein mega Geschenk, dass ich vor mehr als 20 Jahren so wie fast eine Bekehrung in die Freundschaft mit Gott erleben oder eine Weichenstellung, würde ich es mehr nennen, in meinem Leben erlebt habe. Ich bin sehr vom Leistungstyp hergekommen und noch heute sind die Muster da, dass ich einfach säckeln und machen und mir
Freundschaft fast ein bisschen verdienen. Dass ich ein guter Freund bin, tue ich ganz viel Reich Gottes auf die Erde bringen. Das wäre so mein Stil gewesen. Und dann bin ich mal ganz zerbrochen vor Gott gewesen. Und er hat mir wie den Satz gegeben, der ist einfach so in Gedanken, nachher die Halleluja-Rutschbahn ins Herz, bist du mein Freund und ich öffne den Himmel über dir. Und mit dem hat er eigentlich wie eine Weiche gestellt und hat mir so wie eine Lebensaufgabe gegeben. Mit allem, wo du bist, kämpf darum, dass du aus der Freundschaft oder dass wirklich eine alltagsnähe, lebendige Beziehung hast mit mir im Alltag und als Nebeneffekt wirst du erleben, wie das Reich Gottes in dir und um dich wird zu Boden kommen. Und ich wäre mehr der Typ gewesen, wo ich probiere, mit allem, was ich bin, das Reich Gottes auf die Erde zu holen und nachher weiss Jesus, dass ich ein guter Freund bin. Und die Weichenstellung, würde ich sagen, das ist mir, hat mir jetzt immer wieder, hat er mich daran erinnern und muss er mich daran erinnern, hey, das ist deine erste Berufung, aus dieser Freundschaft zu leben und das andere ist Nebeneffekt. Und ich glaube schon, das hilft mir enorm, einfach auf Kurs zu bleiben, nicht aus dem Tun zu leben, sondern aus dem Sein vor Gott, aus der Beziehung vor Gott zu leben. Ja, und bin das immer noch am Kultivieren und manchmal wieder am irgendwo durchsäckeln und das Gefühl, und dann muss ich mich wieder daran erinnern. Ja, genau. Und wie geht das dir so, Kuno? Du bist ja auch eher ein Aposteltyp, weisst, vorwärts gehen, Neues aufbauen. Mir hat vor Jahren wirklich ein geistlicher Vater mir gesagt, hey Kuno, nimm einen Tag in der Woche, wo du einfach die abseilst und einfach mit Jesus zusammen zu sein. Und das habe ich dann gemacht oder angefangen zu kultivieren. Und das darf ich bis heute eigentlich machen. Der Dienstag ist so meistens der Tag, wo ich das geniessen darf. Einfach Wort, Gebet, einfach mit Jesus spazieren, hören. Da kommen ja alle Inspirationen rein. Und ich würde sagen, ohne den Dienstag gäbe es mich nicht mehr. Da bin ich fast sicher. Ja. Ich wäre nie so, ja, oder auch kreativ oder stark oder was es so immer braucht. Ich bin immer noch schwach, aber das macht ja nichts. Seine Gnade ist in der Schwachen mächtig. So. Aber in dem Innen zu erleben, das ist der Ort, wo mich, ich sage immer wieder, wenn er nicht hat, der Dienst, ich komme mir vor wie ein Klon in grossen Schuhen. Dann weiss ich nicht recht, wo geht es wirklich durch. So. Und wenn ich in dem unterwegs bin, dann bin ich nicht mehr am Reagieren, sondern am Agieren. Weil ich wie irgendwie prophetische Sachen im Voraus schon bekommen. Das ist so ein anderer Lebensstil, echt aus dieser Beziehung mit Jesus. So versuche ich es eigentlich in der Woche sehr intensiv. Aber die Tage sind ja dann manchmal auch umkämpft. Manchmal komme ich heim nach so einem Tag und meine Frau fragt, wie es war, und sage, ja, es war einfach. Ja, es war umkämpft. Ein paar Mal fast eingenickt mit dem Bibellesen oder was auch immer. Oder? Es passiert. Und manchmal ist ein Feuerwerk. Aber ich glaube, das Stetige, so mit Jesus unterwegs sein, das geht ja mit Freundschaft auch so. Nicht jede Freundschaftszeit mit jemandem ist ein Vulkan. Und manchmal ist es einfach etwas Stetiges. Aber manchmal ist es so total prickelnd. Und natürlich nebst dem auch jeden Tag, wenn ich das wirklich versuche zu leben, am Morgen einfach die Zeit zu nehmen, einfach die Freundschaft zu genießen. Also ich habe mir natürlich jetzt im Vorfeld zum heutigen Talk ein bisschen Gedanken gemacht, ja, was ist die Definition überhaupt von einem Freund? Weißt, also das Thema, das jetzt auch bei diesem Weekend steht, oder? Freundschaft mit Gott, was heisst der Freund, dem vertraue ich das Kostbarste an, es hat irgendetwas Natürliches, oder wenn ich mit einem Freund unterwegs bin, ich kann sein, wie ich bin und so weiter. Was würdet ihr dort hier noch so rausstreichen? Also das ist vorhin ein bisschen erwähnt, es gibt ja auch so Posten wie, ja, du tust prophetisch hören oder so in die Richtung, also, aber das ist so natürlich, übernatürlich, schon, wirkt das für mich ein bisschen. Aber was ist das für dich, das Bild vom Freund? Ja. Es hat mal jemand für mich auf Gott gelassen, ist so vor mir gehockt und hat keine Ahnung von mir. Und ich mache es wieder Kuno auch mindestens einen Tag in der Woche, wo ich mich zurückziehe und mit Gott zusammen bin. Und nachher sagt er, obwohl er nichts weiss von mir, ich sehe dich in einem Baumhaus. Und hat er wahrscheinlich gemeint, es sei ein Symbolbild, aber ich bin dann schon seit 2-3 Jahren immer in das Baumhaus gegangen und habe mich einmal pro Woche zurückgezogen, um Freundschaft mit Gott zu haben. Und dann sagt er, und das Wichtigste, was er dort parat hat, der Vater im Himmel, ist dir zu sagen, dass er dich von ganzem Herzen liebt. Wow. Und das ist mir so tief rein, natürlich zu merken, Gott ist dann wirklich mit mir dort. Und das Wichtigste ist, und das denke mir,
das macht es für mich aus, immer wieder in die erste Liebe zu kommen. Er hat uns zuerst geliebt. Immer wieder anzukommen, daheim in dieser Liebe vom Vater und von dort aus nachher weitergehen. Und das würde ich sagen, macht es für mich am meisten aus, fähig zu sein, aus der Liebe. Gott ist liebend, wer in der Liebe ist in Gott und Gott in ihm. Oder so das fähig zu sein, die Liebe zu empfangen. Und oft werde ich dann wieder fähig in diesen Momenten. Und ich würde sagen, es macht es am meisten aus für mich, die Freundschaft mit Gott. Immer wieder auszurichten auf die Liebe von ihm. Was löst es bei dir noch so aus? Ich glaube, Freundschaft ist ja auch ein Ausdruck von Priorisierung. Also ich priorisiere die Beziehung. Die Beziehung hat mir einen Wert, der höher gesetzt ist. Das müsste auch in meiner Agenda sichtbar sein. Und auch nicht nur in der Zeit, sondern auch im Hören auf einen Freund. Ich höre ja anders auf einen Freund als auf irgendeine fremde Person. Und das wären für mich so zwei Aspekte. Also Priorisierung von Zeit, aber auch vom Gewicht, das ich dieser Stimme gebe in meinem Leben. Genau. Und was ich eben auch stark finde, was auch drin ist in diesem einen Moment schon, nur, wenn Jesus eben sagt, hey, sie sind meine Freunde, sagt er den Jüngern, oder? Wenn er das tut, was ich hier nicht vorlebe. Und was eigentlich macht er ja nur das, was sein Vater ihm, oder? Aufs Herz gibt, oder was in dieser ersten Beziehung wie entsteht. Und er traut eben uns ja zu, dass wir das Wort weitergeben. Also er baut auf eben uns, in diesem hohen Maß. Das staunt mich gerne wieder, oder? Dass wir die Worte den Menschen zu allen Zeiten weitergeben, hat ein riesen Vertrauen eigentlich uns geschenkt, oder? Genau. Total. Und ich glaube, ich habe gerade letzte Woche in meiner Tag für Stille eine Apostelgeschichte gelesen. Und in dem Innen schon auch immer zu entdecken, denke, er hätte ja den Job auch mit den Engeln machen können. Ich meine, was die Engel ja alles gemacht haben. Ich meine, besucht der Paulus, besucht der Stephanus, Ja. also all die Geschichten. Oder? Und denke, aber am Schluss hat er immer Menschen geschickt. Und ich glaube, der Schlüssel, dass die Menschen das auch gehört haben, ist eigentlich der Vers, der Apostelgeschichte 6, Vers 4, wo Petrus sagt, unser Erstdienst als apostolische Leute und Leiter ist das Wort und das Gebet. Und das ist wieder der Ohrenöffner, für dass wir die Aufträge auch empfangen können, die Gott uns schicken will, anstatt irgendwie eben den Engeln übergeben. Er braucht immer noch uns. Aber ich glaube, der Teil, wirklich ready zu sein für das, hat ganz viel zu tun, wie intim ich mit Jesus unterwegs bin. Ja, und du hast ja vorhin den Johannes 15, 14 noch zitiert, wo eben vor dem kommt, das sind nicht mehr Diener, sondern meine Freunde. Und dort ist ja wirklich, wie Jesus sagt, wenn ihr tut, was ich euch sage, dann sind ihr meine Freunde, zeigt sich die Freundschaft auch. Und ich glaube, das dürfen wir nie vergessen, muss ich mir selber auch wieder sagen. Es ist ja nicht eine Freundschaft auf gleicher Ebene, sondern es ist der König über allen Königen, der sich einbückt in seiner Liebe, in eine Freundschaft mit mir. Und er bleibt der sagt, wodurch. Er ist Herr, er ist der, der vorausgeht, ich folge ihm noch und so weiter. Und das habe ich eigentlich für unseren Breitengrad ist die Gefahr, wenn man so viel von Freundschaft mit Gott redet, dass man das wie fast ein bisschen vergisst. Und so, Jesus wird das so zum, ja, heute finde ich es cool, was du sagst, morgen nicht. Aber das denke mir sehr wichtig in dieser Freundschaft, dass wir das 14 und das 15 dort lesen, wo wir wirklich auch sagen, hey, ja, ich folge dir noch. Und es ist so schön und so wunderschön, dass du mich einnimmst in eine Freundschaft. Aber danke, dass du vorangehst und ich darf nachgehen und ich will gehorsam sein dort drinnen. Was vielleicht auch noch, finde ich, ein wichtiger Aspekt ist, das heisst ja jetzt nicht, also das mit dem einen Tag, wo dort betont wird, wo ihr sagt, hey, das hat einen fixen Platz in unserer Agenda, oder jetzt das Weekend, wo steht ja auch für das, wir investieren in die Freundschaft. Aber es kann ja nicht allein, also es ist nicht ein Wellnessprogramm und nebenzu wächst es ja dann schon auch stark in der Beziehung, dass ich in Bereiche hineingehe, was mir Mut braucht, oder, wo ich Glauben brauche. Also dort hier, nicht, dass da der Eindruck entsteht, ich könnte 4-5 Tage nur in dem sein, oder? Dort hier die Balance zu finden, finde ich auch noch ein wichtiger Punkt, oder? Unbedingt. Und ja. Ich musste das auch so entdecken, als ich vor 20 Jahren das so gehört habe, war für mich, ich nehme mir ganz viel Zeit allein, einsam mit Gott.
Und nachher habe ich gemerkt, bin ich so oft aus diesen Zeiten gekommen und dann ist im Alltag ist mir das alles, mit den ersten 3 Mails ist mir das schon wieder abhanden gewesen und ja irgendwie gelebt. Und dann gemerkt, es ist wie so, das Velo mit 2 Pedalen fahren. Das eine ist die Zeit, wo man sich rausnimmt und allein ist mit Gott und von dort her startet. Aber nachher die 2 Pedale wirklich zu lernen, im Alltag, im Lärm vom Alltag verbunden zu sein, mutige Schritte zu wagen, mit Jesus an die dunklen Ecken zu gehen im eigenen Leben und in der Welt und so weiter. Und dort bin ich, also bei jedem bin ich noch massiv am Lehren und noch am Anfang denke ich mir immer noch. Aber es ist irgendwie so wichtig, oder? Nicht, dass man sich da einfach verzieht irgendwo in die Stille und immer noch mehr Stille und am Schluss sind wie Weltfremde auf einer Wolke schwebt. Das ist es ja nicht. Oder? Genau. Es soll wie ein Startpunkt sein, wo wir aus der Liebe, aus der Gnade raus können nachher mit dem Alltag. Super. Aber jünger heisst ja im letzten, glaube ich, Lernende sein, oder? Das gefällt mir extrem. Also das kann man auf beide Pedale nehmen, oder? Also das bleibt ja unsere Haltung am Schluss gängig. Ja, und ich merke, aber jetzt gerade so, wenn ich an die Dienste denke, so eine Zeit mit Jesus, aber vielleicht in der Abgeschiedenheit, hat Jesus so gemacht, er ist immer wieder in der Abgeschiedenheit, aber er hat nicht, ist er Abgeschiedenheit ist er nicht geblieben, sondern ich glaube, die Zeiten in der Abgeschiedenheit führen dazu, dass die Leidenschaft für eine verlorene Welt noch viel krasser wird. Und sonst wird die langsam aber sicher abnehmen, weil ich muss jetzt das Herz von Jesus kennen. Wenn ich das Herz von Jesus nicht kenne und nur auf mein Herz lasse, also mein Herz ist ein korruptes Ding, oder? Dann ist dann gleich mal die Liebe zu ganz vielen anderen Sachen viel grösser als die Liebe zu ihm und die Liebe zu einer verlorenen Welt. Und darum merke ich immer wieder, es führt mich, die Abgeschiedenheit führt mich immer noch viel stärker zurück an die Pause der Zeit. Und nicht umgekehrt. Also es ist nicht einfach ein weltfremdes Verabschieden, langsam aber sicher. Mir denkt immer, das ist schon das Einzigartige an dem christlichen Glauben, weißt? Dass es ja eben, es ist nicht Religion im Sinne von, es führt die eben näher zu den Menschen, während die anderen, die irgendwo ins Nirvana könnten führen, oder? Und am Schluss ist es nichts Sein mehr, oder? Habe ich so gelesen, auch, das ist ein bisschen im Buddhismus drin, und Hinduismus, glaube ich, beiden Orten. Und das hier haben wir eigentlich es führt uns zu einer stärkeren Beziehungsfähigkeit am Schluss. Glaube ich auch, ja. Das sollte es sein. Und das heisst, ich habe einen mega spannenden Text noch gelesen über das Thema Freund sein, Jesus und so. Es heisst, der hat hier geschrieben, keine Ahnung mehr, wer der Autor ist, aber es hat mir einfach gefallen. Der Freund Jesu wird selbst zu einem Bild Jesu, lässt Jesus durch sein Leben neu in der Welt lebendig werden, macht Jesu Liebe für die Menschen erfahrbar. Aber das ist so das, oder? Am Schluss geht es ja nicht um einen Selbstzweck, eigentlich. Genau. Ja. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Hey, super. Also was jetzt das Weekend angeht, wo ja wirklich etwas noch Neues ist, oder? Also jetzt in dieser Art auch die Einladung zu streuen. Was sind dort so eure Erwartungen? Also erstens mal, sorry, Weekend, den Punkt nicht gebracht. Das ist eben nicht ein Weekend. Ja, das es ist immer ein Weekend gewesen, aber jetzt bewusst, gerade auch für viele Leiter ist es nicht möglich, ein Weekend weg, wo die Kirchen engagiert sind. Darum machen wir es von Sonntagabend bis zum Dienstagabend. Also von dem her, genau, ist es ein Weekend, das nicht am Weekend stattfindet. Das ist schon mal gut. Das ist fein. Ja. Genau. Ja. Ja, was erwarten wir? Ich erwarte einfach wirklich, dass sich eine Gruppe von Leuten sammelt, die irgendwo in Leiterschaft ist, egal wo, ob sie Kirche oder Gesellschaft irgendwo ist, dass wir uns sammeln und gemeinsam können vor Gott kommen und einfach ganz gewaltig erfrischt werden. Und ich glaube wirklich, dass es Tage werden, die uns alle näher ans Herz von Jesus bringen. Und hoffentlich die Hilfe geben, um nachher im Alltag näher am Herz von Jesus zu bleiben. Und was mir so erfrischend durch diese Freundschaft mit Gott Weekends ist eben auch, dass wir Zeit haben vom Schweigen.
Und das ist vielleicht komisch für uns so. Aber ich weiss noch, ich bin so ein Weekend gegangen und dann ganz viele Leute gesehen und die Freude gehabt, dass der Kuno jetzt da ist. Und ich habe so gedacht, nein, jetzt werde ich mit Jesus zusammen sein. Und dann ist das echt eingeführt und gesagt, jetzt haben wir eine Zeit, wo wir nicht mehr zusammen reden. So. Und ich bin also, dass sie alles liebe Leute sind, das ist nicht das Problem. Aber von dem her wird es nicht ein Weekend sein, wo man einfach ein bisschen abhängt und am Abend noch zusammen ein Jässchen macht. So. Obwohl das auch cool ist. Auch ein bisschen gegen sprudeln, ein bisschen schnurren über das Leben. Sondern es ist eine Zeit, wo man mit ganz vielen Leuten, die man zum Teil auch kennt, einfach darf wie einen gemeinsamen Prozess gehen. Aber jeder darf ihn individuell gehen. Das ist mir mega schön. Ja. Genau. Sehr gut. Es wird wirklich ein köstlich. Man hat auch schweigende Mahlzeiten. Viel Ungewohntes, aber es ist eine unfassbare Verbindung, die man hat. Weil wir alle miteinander Gott suchen, steckt einem wahnsinnig an. Es staunen immer wieder. Obwohl man schweigt in ganz vielen Momenten. Schön, ich freue mich jetzt schon auf das. Ich habe jetzt eben gerade mit dem klösterlichen Leben zum Beispiel noch nicht so viele Erfahrungen oder Sachen ausprobiert. Umso mehr denke ich, ja, kann ich dort etwas Neues dazu gewinnen und freue mich auf das. Genau. Und nachher hoffentlich eben in meinem Alltag wird Impact haben, nachhaltig und so längerfristig. Danke vielmals euch beiden, dass wir hier können ganz eben unter Freunden über die Freundschaft reden mit Gott. Das ist einfach eine Freude, da mit euch dran zu sein. Danke Kuno, merci Dave. Sehr gerne, danke Flo. Und viel sagen in euren Gemeinden jeweils, kann man sagen. Jetzt ist ja die Zeit vom Start-up jetzt auch weitergegangen, gell Kuno? In Zollikofen mit Connect. Vielleicht dort noch kurz einfach so ein Wort zum Schluss, was so dran ist, wo ihr steht, wie es euch geht, bei euch. Jetzt sind wir ja vor einem Jahr auf Zollikofen gezögert, als Ehepaar. Inzwischen haben wir das Gefühl, wir sind Teil geworden von dieser dörflichen Community. Also wir sind im Dorf integriert, in verschiedenen Formen. Und das freut uns mega. Wir freuen uns so, dass Menschen wirklich zum Glauben sind gekommen und jetzt auch schon wieder Leute zum Glauben gebracht. Das ist auch eine mega schöne Entwicklung. Logisch, ich muss mich immer wieder lernen, in der Geduld und dass es manchmal nicht ganz so schnell, so gross, jetzt bezüglich Grösse, haben wir auch sehr reduziert. Wir sehen, wir machen nichts Öffentliches, wir laden nur unsere Freunde ein. Und gleichzeitig einfach, dass viele Freunde noch zu Jesus kommen. Ich wünschte mir noch viel mehr. Aber es hat ganz viele schöne, nicht nur Anfänge, sondern auch Entwicklungen. Und was sicher der Punkt ist, ist wirklich die ganze Frage von Jüngerschaft, dass wirklich Menschen, wir wollen ja Menschen zu Jüngern machen, weil sie nicht nur zu Bekehrten machen. Und da sind wir dran. Und wir, ja, die Prozesse, die es braucht, tut manchmal weh und manchmal gibt es Freude, es gibt beides, aber es ist Fakt. Die Freuden und Leiden eines Pastors, könnte man sagen. Das ist doch spannend und die gleiche Frage kann ich dir auch weitergeben. Ihr seid da ein bisschen in der ähnlichen Welt unterwegs, aber Dave hier mit der New Life zu Bern. Genau. Wie geht es euch? Wir sind ein bisschen älter als Zollikofen. Wir sind jetzt 40 geworden, also sind schon über 40. Und ich glaube, wir sind immer wieder am Entdecken, wo hat Jesus noch etwas parat für uns als New Life, wo kann neues Leben sprießen. Ich glaube, wir sind in einer Phase, wo man so nach Jesaja 43 ist, glaube ich, wo man so sieht, es sind verschiedene Sachen am Sprießen, wo man dürfen sehen, dass Gott immer wieder Leben schenkt, dass es einfach ermutigend ist. Ja. Wunderbar. Danke euch zu noch einmal. Und danke auch euch für euer Interesse auch an diesem heutigen Thema, an diesem Talk. Ich hoffe, unabhängig von dem Weekend oder diesen paar Tagen, die im November sind, dass ihr etwas für euch daraus nehmen könnt. Auch eine Inspiration, was könnte es für mich heissen, das wirklich fix auch reinzunehmen in die Agenda oder einfach da mir mehr bewusst sein, was heisst es für mich? Ich bin ein Freund von diesem Jesus und wie kann ich das pflegen, wie kann das meinen Alltag beeinflussen? Danke noch einmal und bis gleich wieder. Tschüss. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet, täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Nach und Puls der Gesellschaft und mit einem Herz für Menschen. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.